Mai ass Europadär an wie der wëst gët dat zünftig gefeiert zu Lützeburg. Et gouf eng Gerb niedergelecht beim Schumann-Denkmal an Donau war Grosfest op der Plüss, mat offizielle Rede wie dat sich gehéiert, mam Kannerchor vun der Europaschule den d'Europahymn gesungen huet, wie dat sich gehéiert, an wéi all Joer och Musik, Tanz, Essen an Trinken aus alle Länder vun der Europäischer Union. Kulturelle Diversität gelieft an erlieft zu Lützeburg. En dann e grosse Geburtstagskoch vom Europäische Parlament, déi vun den Deputéierten ugeschnitten an dun und Honnerten vu Leiit verdeelt gouf. Me fir wat feiere mir den Dach iwwerhaupt? Well et den Dach ass vun der historischer Deklaration vum Robert Schumann fir 65 Joer 1950 also, huete Schumann zu Paris eng Ritt gehalen an seng Vision vun der politischer Zusammenarbeit an Europa durchgelecht. Eng Zusammenarbeit, déi weider Kricher tëschen den europäesche Länder unvorstellbar mache sollt, an das sozusagen de Geburtstag vun der europäischer Idee vun der europäischer Integration an dofir feiere wir den 9. Mai. Den Tag soll uns daran erinnern, dass Zter der Schumann redet, Frieden an Einheit an Europa gëlle. Wenn man natürlich Medien gucken, da wissen wir, Frieden an Einheit, das ist nicht selbstverständlich. Alldag gesinn wir grausam Bilder aus Syrien, Flüchtlingen, die am Mittelmeer ertrinken, an der Ukraine, wo Frieden nicht können schwätzen. An Griechenland wissen wir, dass man das noch lang auf der Tagesordnung werden hun. Op dem 9. Mai sollen wir dafür allkeers nächst dankbar sein. Für das, was an den letzten Jahren erreicht und erkämpft gouf. Und es soll uns encouragieren, für weiter für uns Ideale zu kämpfen. Dabei ist dem Schumann seine Vision haut nach gerade so wichtig wie richtig wie damals. Er hat ja etwas müssen machen an einer turbulenter Zeit, an einer Grenzregion, wohin abgewusst war, wo romanische und germanische Kulturen auf den Nähe gebracht sind, und sich aber dono Louis a Louis Mino kommen sind. Der Robert Schumann, wie ihr wisst, war der Fils von einem Lothringer, die waren damals Deutsch, an einer Lützebäuerin. Er ist zu Lützeburg an die Schule gegangen, er hat später in Deutschland studiert und sich in Frankreich an der Politik engagiert. Seine Lebenserfahrung hat er gelehrt, für die negativen Auswirkungen von den Grenzen zu neutralisieren, muss er Schritt für Schritt eine Gemeinschaft aufbauen. Den 9. Mai sollte Schumann, und ich zitiere, Europa lässt sich nicht mit engem Coup erschaffen, und auch nicht durch ein einfach Zusammenleben. Es wird durch konkrete Tatsachen entstehen, Tatsachen, die eine Solidarität schaffen. Sein Devis für Europa war, die europäische Integration als ein Prozess von der kleinen Schritt an eine klar definierte Richtung. An diesem Weg von der Integration sind Pappen von der Europäischen Union dann auch gegangen. Neben dem Lützeburgisch-deutschen Franzos Schumann auch der Rheinländer Adenauer, der Norditaliener de Gasperi, der Belg Spaak an Eisen Joseph Bech. Sie haben zusammen gefeiert, was zusammen geheiert. Sie hatten den Krieg nach Maderlieft und wussten, dass die mörderische Grenze müsste fallen. Nämlich so können die Kleinstaaten von den Großen geschützt gehen. Der Joseph Bech hat 1968 nach einer Kehr zu Straßburg Dateiten erklärt, ich zitiere, was war die eigentliche Ursache, für was wir Europa im Zweiten Weltkrieg gegründet haben? Wir haben gemeint, ein neues Europa müssen zu gründen, für an dem Kader Frankreich und Deutschland beieinander zu bringen. Leif leidet das dafür auch nicht von ungefähr, dass die zentraleuropäische Institution, das Europäische Parlament, ihren Hauptsitz bis heute bei der deutsch-französischen Grenze am symbolischen Straßburg hat. Mehr Lützebäuer haben das Europa von Anfang an mit kreiert, mit gebaut. Wir wissen, dass wir als Identität treu dem Slogan «Wir wollen bleiben, was wir sind», nicht mehr an einem vereinten Europa behalten können. Ein Europa, das die Diversität von seinen Memberstaaten respektiert, garantiert,
Devis von Europa heescht Unitas in Diversitas. An so garantiert als Föderalstruktur zu Summenerbecht an Gleichberechtigung zwischen den Großen und zwischen den Klängen. Nicht nur Vorbild von den amerikanischen Melting Pot, aber ob die spezifisch europäische Aderweis mit der Aufsicherung von der kultureller Vielfalt und fest für den Europadag weist die kulturelle Vielfalt immer näher beneidet. Aber wir wissen noch, dass Europa den Klängen erlaubt, groß zu sein. Wenn nämlich dort sitzt, wo Decisionen geholt gehen, da kann auch mithelfen, die Decisionen auszuschaffen. Es kann muss Allianzen kreieren, eigene Akzente abbringen. Da sind nicht passiv, aber da sind aktive Gestalter. 65 Jahre Einheit und Frieden in Europa, das ist ein Grund für zu feiern. Und das machen die Lützeburger, auf ihre Art und Weise, mit den anderen zusammen. Also alles Gutes Europa, weiter so Schumann seinem Weg von einem kleinen Schritt, geht auch mal eins, zwei daneben, mit Hauptsache Grunddirektion, die zählt.